SRF Audio. SRF 3 Fokus. Mit dem Donat Hofer und mir gegenüber sitzt der Rocco Delle Colli. Über sein Leben gäbe es, wenn er in Amerika leben würde, sicher eine Netflix-Dokumentation, die seine Geschichte erzählen würde. Die Geschichte von einem Mann, der mit 18 in ein fremdes Land ist gezogen und mit der Zeit so eine starke Sehnsucht nach einer anständigen Pizza hatte, dass er vor 35 Jahren eine eigene Pizzeria aufgetan hat. Dietschi hat er sie getauft und die Leute sind gleich darauf Schlangen gestanden. Darum hat sich der Rocco einen Fiat Panda gekauft und hat die Pizzen zu den Leuten heimgebracht. So hat die Erfolgsgeschichte vom Rocco angefangen. Heute ist Dietschi die grösste Pizzeria-Kette und Lieferdienst der Schweiz. Aus dem einen Fiat Panda sind es über 750 geworden und aus dieser einen Pizzeria sind es 56 Filialen geworden. Der Rocco ist heute 64, lebt in Rapperswil, verheiratet, hat 2 erwachsene Kinder und ist seit 20 Jahren Präsident vom FC Rapperswil-Jona. Mir nimmt Wunder, was es genau war, was der Rocco zu diesem erfolgreichen Unternehmer gemacht hat und wie er es geschafft hat, dass der Shaqiri ausgerechnet in seinen Club hat investiert und ist Aktionär geworden. Rocco, herzlich willkommen im Fokus. Schön, bist du da. Danke. Also ich darf da sein, ja. Merci. Heute Abend hast du Weihnachtsessen, gell? Ja. Mit mehreren 100 Leuten aus der ganzen Schweiz, von allen Filialen kommen die Dietschi-Mitarbeiter. Wenn wir 35 Jahre zurückspulen, 1990, ist, im November hast du die erste Pizzeria aufgetan. Ja. Können wir schnell abtauchen? Kannst du uns mitnehmen in den Alltag von dieser Pizzeria? Dann, wie hat es ausgesehen? Wer war der Rocco? Wie ist es ihm gegangen? Wie hat er gearbeitet? Wie war die Stimmung in der ersten Pizzeria? Am 3. November 1990, als ich eröffnet habe, hatte ich nicht wirklich einen riesen Plan gehabt. Also das ist, es ist alles ein bisschen, es musste gut aussehen. Mit Stefan Seiler, der Innenarchitekt, haben wir das gestaltet, eben jahrelang, die 30 Quadratmeter. Mir ist wichtig, dass es gut aussieht. Farbe für die Wand muss 100% stimmen, Beleuchtung, alles wirklich total. Du hast in jedem kleinen Detail eine Woche verzögert. Darum hat wir zählen eigentlich schon im Juni eröffnet und schlussendlich ist es November geworden. Aber vom Personal her habe ich geschaut, dass das für mich auch stimmt. Ich habe Enzo Parini, der ist ein Florentiner, der ist Küche und Pizza machen. Dann ist der Tommaso Galassi, der erste Pizzaiolo, der war in Zürich tätig in der Pizzeria. Also, es war ein ganz guter Pizzaiolo, der ist auch zu mir gekommen. Dann ist der Ugo ist der Napoletaner. Also irgendwo, ich musste Menschen rundherum haben, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und dann habe ich sicher gewusst, dass die gehen etwas, aber Priorität ist nicht im Vordergrund, dass die jetzt Spitzenkocher sind oder Spitzenpizzaiolen. Ist der Mensch im Vordergrund gewesen. Der Ugo ist ein bisschen Napoletano, ein bisschen langsam, aber hat eine gewisse Aura gebracht. Der Florentino hat mit seinen Toskana-Dialekten wieder eine totale so eine Italianität gebracht. Das ist wahnsinnig. Und heute völlig eine andere Dimension. Und im Intro habe ich gesagt, du hast eine gute Pizza in die Schweiz bringen, aber was war es wirklich? Weißt, hast du wirklich die Vision von einem erfolgreichen Unternehmer? Ist es um Geld verdienen gegangen oder ist es wirklich einfach um die gute Pizza gegangen? Was war das Ziel? Also seriös war es so. Ich war schon 10 Jahre in der Schweiz und dann hatte ich eine Werbeagentur, Videothek und eigentlich meine Freundin, dazu mal meine Frau jetzt. Ich wollte heiraten und dann irgendwo gespürt, also mit der ein bisschen improvisiertes Tagesgeschäft und je nachdem auf und ab mit der Videothek und Agentur, Werbeagentur ist ja nicht unbedingt eine gewisse Sicherheit gegeben. Dann denke ich muss etwas stabil haben. Oder? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, meine Mutter zu fragen, gibst du mir deine Geheimrezepte, Teig und alles. Und dann hat sie gesagt, was willst du machen? Ja, ich mache eine kleine Pizzeria auf, so einen Bar und Pizza, wo Leute gehen Apero trinken, Sandwich essen, ein bisschen Taler Pasta und ein bisschen Pizza. Genau so ist die Idee entstanden. Und dann, und dann habe ich die Sachen umgesetzt. Und
Und sicher hat mir ein feines Espresso oder ein feines Brot auf den Tisch mit den Tomaten, mit Mozzarella und eine feine knusprige Pizza, aussen knusprig rein, schön, das hat mir gefällt und habe ich dann voll auf das gesetzt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass Dietschi, der Wahl von den Namen Dietschi, und ich habe sofort registriert, unterbewusst ist mir irgendetwas, als ich jetzt wahrscheinlich multiplizieren gehe oder so, das war mir mehr unbewusst gewesen. Das ist mir nicht bewusst, dass ich jetzt ein Start-up gründen und die grösste Pizzeria werden in der Schweiz. Überhaupt nicht. Ja. Ist dann eins nach dem anderen ist entstanden. Oder? Du hast vorhin gesagt, hast vorher eine Videothek gehabt. Ja. Du bist auch eigentlich selbstständig gewesen. Ja. Warum hast du bei Dietschi eben multipliziert und ein Franchising aufgebaut und wieso bei der Videothek nicht das grosse unternehmerische Denken? Oder weißt, ist es der gleiche Rocco gewesen, oder ist beim Rocco etwas passiert, dass er nachher wollte wachsen und erfolgreich werden? Ja, also ich meine, eben die Werbeagentur, die Videothek, mir ist das nie in den Sinn gekommen, das zu multiplizieren, weil ich denke, das ist eine kurzlebige Sache. Das ist auch nachher so gewesen, weil die Videokassetten sind plötzlich so günstig geworden. Die Multiplikation habe ich nicht gesehen. Und mit der Pizzeria, dann die erste Dietschi Bar und Pizza, ich sage es wirklich so, die 30 Quadratmeter grosse Pizzeria mit 12 Sitzplatz plus ein paar Platz an der Bar, das hat dann nachher mich den Klick gemacht drin, wo die Leute gestanden sind und Pizza heimnehmen und dann habe ich gesagt, okay, wenn die Leute wirklich Pizza heimnehmen, dann muss ich einen Kurierdienst machen und dann die Pizza heimbringen. Und so ist durch die Not, ich glaube, wenn ich Pizzeria eröffnet hätte mit 200 Sitzplätzen und die Leute hätten genug Platz drin gehabt, wäre wahrscheinlich das Pizzakurier gar nicht geboren. Ich bin ja ehrlich da und sage, das ist Zufall in dem Moment. Oder ich habe zu wenig Kapital gehabt, um eine grössere Pizzeria zu machen. Ich habe eine kleine gemacht. Oder das ist, du sprichst an, Geld ist so eine wichtige Rolle zum Investieren, zum Wachsen. Du brauchst Geld. Nein, weil das war eine Situation gewesen. Ich habe weniger Geld gehabt und wirklich, der Bruno Oliveres, der hat mir die Chance gegeben, die kleinen 30 Quadratmeter, sagt, komm, mach etwas da rein. Oder? Und das habe ich gemacht. Relativ günstige Miete, irgendwo 2'000, 3'000 Stutz und Investitionen sind im Rahmen rein gewesen. Wobei nachher mit unseren Detailen ist doch teurer geworden. Ich bin 3. November, wenn wir richtig sagen, irgendwo durch an den Eröffnungstag habe ich wahrscheinlich rund 200'000 Franken Schulden gehabt. In einem Businessplan oder einem Businessmodell würde ich heute sagen, nein, geht nicht. Und ich habe dort riskiert. Wer hat dir das Vertrauen gegeben? Wer hat dir das Geld gegeben zum Machen? Italienisch bauen. Ich habe irgendwie 40-50 Mil Kapital gehabt. Ich habe dort einen Videothekteil verkauft, meine Swatch-Sammlung verkauft. Und dann habe ich nachher Lieferantenvertrauen bekommen und die haben mir geholfen. Und dann habe ich die Rechnung, die dann entstanden sind, Handwerker und Lieferanten, habe ich 60, 90, 120, 150, 200 Tage. Ja, da bin ich froh, dass die geholfen haben. Und teilweise sind immer noch die gleichen Lieferanten, weil mir dazu mal die Chance gegeben, das überhaupt zu realisieren. Ich hatte das Gefühl, es braucht Geld zum Investieren. Du sagst, nein. Warum ist es dir gelungen, das Unternehmen grösser und grösser werden zu lassen? An was ist es gelegen, dass du erfolgreich bist? Ja gut, mit der Zeit habe ich gesehen, das kann man multiplizieren. Und da ist sehr, sehr wichtig, die Wahl, wo du wirst, was kostet du und was kostet du nicht. Und da habe ich riesen Glück gehabt, dass ich ein Unternehmen für Rapperswil. Ich hatte zu dem Vertrauen gehabt und dann habe ich mal an einer Abend in einer Feierabendbier am Bruno Hug gesagt, du, ich habe ein gutes Geschäft und ich habe das Gefühl, ich kann man sehr gut multiplizieren, willst du mitmachen? Dann ist bei mir daheim, geht es Nachtessen. Ich habe dort, glaube eine von den einzigen Flaschen noch, die ich daheim hatte, Tignanello, habe ich aufgemacht. Aber ich glaube nicht, dass ich gebraucht hätte, um mich zu überzeugen. Dann haben wir miteinander geschwätzt und er hat gesagt, ich mache mit. Und das war, ich bin 93 gewesen. Ja.
Und dann haben wir angefangen und er hat gesagt, das kann man multiplizieren, wenn wir schauen, dass es ein Franchise-Betrieb wird. Und, aber mit multiplizieren meinst Franchise im Sinne von genau. An anderen Orten das gleiche Konzept aufziehen. Genau. Das Geld, das er mir gegeben hat zur Beteiligung, das habe ich nicht in den Sack genommen, sondern die haben investiert, um den nächsten Pizzakurier zu machen. Im Winterthur, dann haben wir einen in St. Gallen, dann haben wir einen in Zwil. Die waren alle erfolgreich gewesen, oder wie war das gewesen? Die sind, nein, am Anfang. Ich meine, jetzt gehen wir, jetzt hocken wir auf einen erfolgreichen Unternehmer, aber die ersten 10 Jahre waren knallhart gewesen. Das heisst, jeder an der Front hat müssen viel leisten für ganz wenig Geld. Und ich bin froh dort, dass ich die richtigen Leute getroffen habe, die an diesem Projekt auch geglaubt haben. Erfolg bedeutet nicht direkt mit viel Geld zu tun, sondern mit Willen, was Willen? Willen. Ja. Und dann Durchsetzungsvermögen, nie aufgeben. Es ist ein Millimeter geschafft. Das heisst, jede Schnittstelle muss stimmen, damit du am Ende des Monats Geld verdienen kannst. Und am Anfang ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also, wir sind ein paar Mal am Bilanz deponieren, wahrscheinlich näher dran gewesen. Und wir haben nochmal daran geglaubt und nochmal Gas gegeben, nochmal eine Filiale eröffnet. Es war harte Arbeit. Hey, ich würde gerne die Frage stellen, was hat der Erfolg mit dir als Mensch gemacht? Und von wo kommt es, dass du diesen starken Willen, das Durchhaltevermögen hast? Darum würde ich gerne zurückschauen auf deine Lebensgeschichte. Du bist 1961 geboren, im italienischen Arbino, ein bisschen mehr als 100 Kilometer südöstlich von Rom. Ein kleines Städtchen, 6'500 Einwohner. Du korrigierst mich nachher, Rocco. Gell, du hattest einen kleinen Bauernhof, Mutter Bäuerin, eine ältere Schwester und der Vater war Elektromonteur, oft in der Schweiz, als Gastarbeiter hier. Also er war Arbeiter, nicht Elektromonteur, er ist ganz normaler Arbeiter. Aber er hat wie in diesem Bereich Elektromontage? In der Baumann Kölliger Zürich. Ja. Er war über 30 Jahre tätig. Die haben die Leitung, also die grosse Installationleitung gemacht. Also, er war ein Arbeiter. Und 9 Monate war er in der Schweiz am Arbeiten. Jawohl. Und er im Winter, oder wann ist er 3 Monate? Es ist ein Monat im Sommer und 2 Monate im Winter. Ja. Ein Monat, er war in der Ferien, glaube ich, 2-3 Wochen. Und nach 3 Monaten im Jahr, im Winter, zwischen Oktober und Dezember, ich glaube, in Italien Mitte Oktober bis Mitte Januar oder so. Aber die Mutter hat euch erzogen und zu dem gemacht, wo du heute bist, eine Art? Ja, ich bin eben, ich sage es, in Italien gibt es immer patriarchal und matriarchal. Also ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und sozusagen matriarchale erzogen worden. Ja. Und das ist, wie bist du erzogen worden? Wie hat sie dich erzogen? Was war wichtig bei euch daheim? Respekt gegenüber den Nächsten und Leute können verzeihen und immer sagen, sie war ganz Gläubiger. Sie ist immer in die Kirche, sie hat gebetet und sie hat uns römisch-katholisch erzogen. Und alles, was drin beinhaltet, gute Angst, das, aber sicher der Respekt, Disziplin, Zuverlässigkeit, das Ganze war Familienmotto gewesen. Am Tisch essen, alle zusammen. Und ja, das sind so die Traditionen, wo wir haben. Und ist auf den Tisch immer angetischt worden, was das Land gegeben hat. Und hast du schon früh mitgeholfen in der Küche? Ist das etwas, was dich fasziniert, die feinen Geschmäcker? Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist... Ich habe es gerne genossen und ich habe mich nie getraut, meine Mutter irgendetwas. Sie hat, ich glaube, die Mutter ist sicher die Person, die mich das Gusto, das Geschmack gegeben hat. Und auch die Natur. Ich durfte baumreife Frucht essen. Sagt man das so? Oder? Das ist, reife Frucht vom ja, Baum? genau, vom Baum. Oder? Ja. Feigen, Grieße, Äpfel, Beeren, Trauben. Und das wird oft unterschätzt, weil das tut dich die geschmackssensitorische speichern. Und wenn nicht, und das suchst du das auch im Leben nachher, oder? Weil
wenn du frische Viecher isst, die du im Baum nimmst, der hat so gewisse Süße oder eben Äpfel oder Beeren oder Trauben, ist ja gleich was. Das prägt natürlich und das suchst du das ganze Leben als Konsument nachher weiter, oder? Mhm. Wie beschreibst du den 14-jährigen Rocco? Heute sehe ich dich als 64-jähriger Mann. Ich sage einen hübschen Mann, wilde Krusel, grauen Bart. Wie hat er mit 14 ausgesehen? Was ist in ihm vorgegangen? Emotional, Gedanken, Visionen vom Leben? Also ich beschreibe mich als ein introvertierter Rebell. Es ist Rebell, die nicht nach außen rebelliert haben, sondern für sich selber rebelliert haben. Ich mache noch mein Cousin, der mit mir in die Schule gegangen ist, mag mich wirklich erinnern. Er erinnert mich jedes Mal. Der Rosilvio sagt, als erste Tagesschule, wo ich in die Schule gegangen bin, ich weiß nicht, meine Lehrerin hat mir irgendwo mit den Holzstechen über den Kopf gehauen, so fest, dass ich brüllen musste. Und ich bin dann heim. Was ist meine Rebellierung? Es hat einen Eichenbaum neben der Schule gehabt, relativ gross. Ich bin am Morgen... Ein Eichen? Eichen. Ja. Ich bin am Morgen auf den Eichenbaum hochgeklettert, so weit oben, also wir mussten Feuerwehr holen und hat keine Feuerwehr rumgegangen. Ich bin dann nicht in die Schule. Ich bin dann konsequent jeden Morgen auf diesen Eichenbaum hoch und dann bin ich in die Schule. Solange die Lehrerin da war, ist ich nicht in die Schule. Und dann ist die Feuerwehr gekommen? Nein, ist niemand gekommen. Dann bin ich immer dort oben geblieben, bis die Schule fertig war. Und mein Grossvater ist, dann hat mir Äther dort und dann hat mich überzeugen, wenn wir zügeln. Wir waren in Santo Padre, dann haben wir ein Nachbardorf gezügelt. In einem anderen Bauernhof. Wegen der Lehrerin? Wahrscheinlich wegen dem. Also ich mache mich noch schön erinnern. Wir sind dann in 67 dann auf Arpino gezügelt von Santo Padre. Das ist ein Nachbarquartier dort für uns. Oder? Weil ich nicht in die Schule. Also das ist introvertierter Rebell heisst, mit 14 ich habe nicht gewusst, was ich will, was ich mache, aber hat mir die ganze Gesellschaft nicht passt. Das ist ich habe die 68er-Bewegung nicht verstanden. Ich habe die ganzen Situationen in der Gegend. Wir haben den Rom, quasi die Ausstrahlung, die so eine grosse Stadt gibt, als Hauptstadt für Italien und die Ausstrahlung für Kriminalität und auch Alkoholkonsum, Drogenkonsum. Das hat man angefangen zu spüren bei uns und das hat irgendwo durch meine Richtung gepasst und ich habe etwas gesucht, aber ich habe nichts gefunden. Da bin ich orientierungslos? Oder? Ziemlich orientierungslos. Ja. Und bin dann in der Liceo Classico Cicerone gsi, 6 Monate, weil die Laura da war, aber ich bin nicht wirklich wegen der Schule dort. Ich wollte meine erste emotionale Sachen, aber die habe ich gemerkt, dass sie nachher einen Freund geht. Und dann bin ich Elektromechaniker geworden. Also das ist wie sagt man, also Liceo Classico ist also Kanti, also Gimmer, ja genau. Okay. Bin ich 6 Monate gewesen. Oh, jetzt habe ich 2 Fragen, ich muss es schnell sagen, sonst vergiss ich es. Weißt, das eine ist, okay, ich merke, du bist ein hauer Geist. Die Frage wäre, gibt es heute eine Verletzung, dass du dann wie nicht eben der Gimmer und vielleicht studieren, etwas Akademisches, sondern Elektromonteur und so diesen Weg bist gegangen? Und die andere Frage wäre, wie dieser Orientierungslosigkeit, weißt, ist ein Puzzleteil dem innen der Vater, der viel weg war, der vielleicht eine Orientierung oder wie eine sagen wir mal, Leitwolf hat können sein, oder wie eine Vaterfigur, die da präsent ist und Orientierung gibt? Ja, da kann es schon sein. Wir sind zwar strukturiert, ich habe nicht das Gefühl gehabt, als ich jetzt irgendwelche Kindheit hatte, die mich irgendwo geprägt hat. Ich habe das gerne gemacht, was ich gemacht habe. Ich bin jeden Tag in die Schule, sehr diszipliniert, etwa 4 Kilometer am Morgen und 4 Kilometer am Nachmittag von der Schule weg. Bin ich zu Fuß in die Schule und bin daheim. Dann habe ich die Hausaufgaben gemacht. Mit der Mutter haben gesagt, du gehst arbeiten oder gehst Hühnerstall putzen oder was immer das. Das habe ich gerne gemacht. Es ist nicht so, dass ich das nicht gerne gemacht habe. Aber in mich hinein, darum die ganzen Geschichten, wo ich sagen kann, Rebell sein in dem Sinne, ich bin nicht mit klarem Plan unterwegs. Ich meine, irgendwo bin ich mit 17 dann konfrontiert worden, Militär, 18 Monate Militär, und das hat mich dermassen
gestört, dass ich meine Freiheit wird beräubt durch 18 Monate Militär. Dann habe ich den Sinn nicht gesehen von dem Ganzen. Dann habe ich Freunde gereist. Der eine hat den Zaun ausgerissen vorne, weil mit vor der Zahn nicht gehen hast. Also wir sind Militär. Der eine hat sich mit Hammer auf der Hand... Nein, extra, dass er nicht ins Militär hat. Ja, ehrlich. Der Renato hat sich dann ist der Luigi hat mit dem Hammer in der Werkstatt sich voll in Hand gebrochen. Und du? Was hast du? Und ich bin dann in die Schweiz geflüchtet. Das ist, ja. Und ich habe gedacht, okay, ich kann schauen, wo mein Papi lebt. Und mein Vater hat immer geschwärmt von der Schweiz. Das ist unglaublich. Der hat wie als Paradies immer beschrieben. Ich habe dann noch mit 17 bin ich schauen, wo mein Vater geschafft hat, wo Geld verdient hat, und dann bin ich am Brechtigen gelandet. Oder? Aber am Brechtikon, Region Zürichsee, oberhalb von Stefan. Ja. Und dann hat dir die Schweiz gefallen. Du hast nicht ins Militär wollen. Gleichzeitig muss man sagen, ein Grund ist auch so die Perspektivlosigkeit in Italien, oder, wo es nicht rosig war. Genau. Und dann bist du in die Schweiz gekommen, mit 18. Kulturschock, oder? Ja, nein, ich bin mit dem Zug sind wir in die Schweiz gekommen. Ich habe die Schweiz so, wie mein Papi beschrieben hat. Bin ich natürlich mit einer Schablone gekommen, die gestimmt hat. Ich habe so Ärzte gefunden, wo ich habe mich immer gewundert und geschaut, der Zug, das heisst Uster, Nennikon, Wetzikon, der Bubika, weißt, die haben, es hat so für mich so nach Märchen getönt, wo die Zugsprecherin die Bahnhof angesagt hat. Und dann bin ich irgendwo zu Rüti ausgestiegen. Die Bilder sind bei mir gespeichert als etwas schön, oder? Das ist kann sie nicht beschreiben, warum. Aber, etwas Herziges, oder? Ja, etwas Herziges, etwas Liebliches, ich habe in Schokoladenland, Uhren. Also ich habe gar nicht dabei studiert, also ich komme jetzt da kämpfen oder so. Oder? Das ist, ich bin mir jetzt nicht als solche Migranten bewusst, dass ich komme jetzt da kämpfen. Ich bin dann in der Maschinenfabrik Rüti noch gelandet, in der Montage. Und ich habe irgendwie wie fremd gefühlt. Das war noch lustig. Der Italiener, den ich kennengelernt habe, Giuseppe Carmine, die haben derige Baguette gehabt, so etwa 30-40 cm. Ich habe die rumgeschaut und ich habe meine, ich weiss noch, mache ich keine Werbung von Produkten, aber Jessen, so Brioche, ganz kleine. Ich habe mir dann geschämt, um die auszupacken. Dann habe ich wieder in meinen Hosensack gebaltet und bin irgendwo in den Ecken rein essen. Wieso geschämt? Ja, die haben so ein Salami-Sandwich am Morgen. Und ja. Ich irgendwie gedacht, die haben so fest Hunger. Also ich habe mich irgendwo schon nicht ganz identifiziert. Ich bin wieder zwischendrin. Ich habe das so herzig gefunden, gut, aber irgendwo, mir hat ein bisschen Identifikation gefehlt, weil ich bin jetzt nicht, ich habe irgendwo durch bewusst, ich habe nicht jetzt so Hunger gehabt, als ich jetzt als Elektromonteur habe ich so Bedürfnis gehabt, so ein riesen Sandwich zu essen. Ich kann das nicht beschreiben, aber es war einfach so gewesen. Ja. Und und mit der Zeit durch Fußball, da hat mir einer, der Michael hat mich mitgenommen am Juttenwald, FC Wald, und dort habe ich nur für Kollegen kennengelernt, verschiedene Nationen, Argentinien, Polen, Deutschland, Ex-Jugoslawien, und dort habe ich sofort wohlgefühlt und dann habe ich mit der angefangen, aber wirklich immer noch planlos eigentlich, das müssen wir ehrlich sagen, weil sonst, du studierst etwas um. Ich habe angefangen Bücher lesen am Abend, immer wieder. Was für Bücher? Ja, alles Mögliche reingebüffelt. Also am Anfang Also zum Deutsch lernen? Nein, Italienisch, nein, Deutsch lernen nicht. Ich habe mich angemeldet an der Migrogruppschule Wetzingen, dann habe ich bei 2 Lektionen da gewesen, dann habe ich gemerkt, die reden da in der Straße ganz anders, als in der Schule lernen. Die «Guten Tag» oder «Guten Appetit» und dann «Grüezi, hoi, wie geht's?» und Schweizerdeutsche. Und ich habe irgendwo, man merkt es, ich bin immer noch ein Exot, weil ich dachte, ich habe keine Zeit jetzt, wenn ich jetzt richtig die Sprache Germanisch lernen, so korrekt, dann verpasse ich etwas. Was mich wundert, die Beziehung zu deinem Vater, wie war das, als er vorher auf Distanz war oder er 9 Monate weg und dann bist du plötzlich bei ihm das ganze Jahr gewesen. Wie hat sich die verändert? Oder? Also es war herzig. Ich hatte meinen Vater hier wählen dürfen kennenlernen und das ist mein Vorbild geworden am Schluss, also ziemlich schnell. Das ist so ein einfacher Mensch, hat wirklich praktisch nie Anspruch gehabt. Er hat am Morgen etwas vorbereitet, was am Abend hat fertig gekocht.
Und ich habe immer Freude gehabt, dass er nicht gekocht hat, seine Spezzatine oder so. Ja, wieso als mein Vorbild geworden ist, habe ich wahrscheinlich andere Occasionen gesagt. Ich habe es schon gesagt, habe ich aber auch gesagt, wenn irgendetwas am Boden, ein Papier am Boden war, es hat es aufgelassen und irgendwo noch einmal versorgt. Ich habe noch nie gehört, der Schimpf oder so, wer hat jetzt das Papier am Boden gerührt. Das hat mir alles begleitet, fasziniert. Ich habe quasi wie einen neuen Menschen kennengelernt, die mich etwas beigebracht haben. Nebst dem, was ich immer wieder am Abend eben die Bücherklasse habe, ob Steinbeck ist oder Fromm oder Umberto Eco, was auch immer. Ich habe irgendwo Bedürfnis gehabt, intellektuell etwas nachholen, was mir fehlt. Oder? Ja. Und das habe ich die ersten paar Jahre auch gemacht in der Schweiz. Oder? Aber jetzt sagst du, beim Vater hast du etwas lernen kennen. Es fühlt sich für mich einfach an, so ein Papier am Boden auflesen, machen, nicht hinterfragen, sondern machen, korrekt sein, Verantwortung übernehmen, einfach. Und aber Fromm und Umberto Eco, oder wie die alle heissen, ist sehr intellektuell und philosophisch. Was hast du? Sind das verschiedene Welten oder hat sich das alles zu einem? Es ist Konflikte nachher drin und da musste das zusammenbringen und sagen, mein Vater ist mit einer Pflichtenhefte aufgewachsen, der ist 1931 geboren, wo sehr dick war und viel Pflicht und Freiheit wenig war. Und so hat er gelebt, aber ist nicht darunter gelitten, sondern er hat seine Freiheit in seine Tagesstruktur gesucht, in das, was er gemacht hat, in das, was er Familie erzogen hat, den Bauernhof gehabt. Dort hat seine Freiheit gehabt, mit Rabbergen zurückgeschnitten im Herbst oder Oliven pflügt. Das ist seine Freiheit gewesen. Und das hat mir irgendwo beigebracht, das alles, Liebe zu der Natur. Aber mir hat trotzdem in meinen Chaos hinein an mich Intellekt gefällt und das heißt, weil ich nicht in die Schule, also klar, ich bin Perito Elektromechaniker da, die 4-5 Jahre in dieser Schule hinein, aber ich habe Bedürfnis gehabt, intellektuell etwas zu lernen oder philosophisch etwas zu lernen und darum habe ich das gelesen und dann gibt es natürlich Konflikte in dich hinein und dann tust jeden Tag etwas suchen, aber nicht, du weißt nicht genau, was du suchst. Und das ist eine grosse Herausforderung, weil du bist zwar in der Schweiz und willst einen feinen Espresso, dann ein paar Kollegen mit meinem Alpha Sud sagen, du, was machen wir? Ja, komm, wir gehen schnell auf Mailand und Kaffee nehmen. Und dann sind wir gegangen und wir haben nicht wirklich viel Geld gehabt, um das auszugeben. Oder komm, wir gehen schnell auf Portofino gehen, Spaghetti Vongole essen. Planlos eigentlich. Du scheinst mir ein glücklicher, lebendiger Mann zu sein. Hat es schwierige Momente gegeben im Leben? Jahre, wo es dir nicht so gut ist gegangen? Ja, eigentlich. Ich meine, im Nachhinein merkst du immer, ob deine Kindheit glücklich bist oder nicht. Während du das lebst, schaust du die anderen schon an, die am Strand gehen, die schon mit 18 das Auto an, dieses und jenes. Und erst nachher merkst du, dass doch, ich bin Gott froh, dass ich meine Kindheit hatte, so wie ich hatte. Und die Familie traurig war, das ist mehr wirklich nur auf philosophisch-intellektueller Ebene. Die Rückschläge, die es im Leben gibt, wenn ich meinen Onkel verloren habe, meine Grosseltern verloren habe, meine Eltern verloren habe, die sind knallhart, aber die gehören zum Leben und die tust in dich verarbeiten in einer Form. Und vielleicht stirbt langsam ein Teil von dich selber, von das, was du hast. Du hast irgendwo wie einen grossen Kuchen, einen Kreis bei dir rein und ein Teil von dem wird dunkel, bis du wahrscheinlich nicht mehr da bist, dann ist es ganz dunkel. Aber das ist sogenannt meine Sphäre, wo ich lebe. Oder? Das ist etwa das. Oder? Aber Niederlagen, ich bin ein ungeduldiger Mensch und mit Niederlagen umgehen ist wirklich wahnsinnig schwierig. Aber seit ich Präsident bin vom FC Barcelona, musste ich lernen, mit Niederlagen umzugehen. Und in Geschäften mit Niederlagen umzugehen, das ist knallhart und hat sehr viel schlaflose Nacht gegeben. Was ist im Geschäft eine Niederlage, wenn eine Filiale muss zugehen oder was? Nein, wenn du die Umsätze nicht erreichst, die du vorhast, wenn du enttäuscht wirst für gewisse Leute, enttäuscht wirst, weil wirklich gibst alles und dann stimmt immer noch nicht. Der Aufbau von etwas, wo wahrscheinlich völlig
nicht realistisch ist, wo du am Anfang hast aufbauen, dann bist du froh, dass du gewisse Partner gehabt hast, wo dich das können realisieren lassen. Allein hätte ich unmöglich geschafft, was ich geschafft habe, sondern sind meine Partner, die ich gewählt habe, schlussendlich sind nachher 4 geworden, 5 geworden, jetzt sind wir 4 Partner, Minderheitsaktionär. Und ich glaube, wenn du teilst, Freude teilst, auch wenn du Niederlage teilst, kannst du besser verkraften die, oder? Aber wenn du eine Niederlage hast im Geschäft oder im Fußball, was passiert in dir innen? Was passiert mit dem Rocco, wenn er das muss annehmen, verkraften, verarbeiten? Ja, also Dante Alighieri beschreibt in der Divina Commedia, die wahrscheinlich sehr viele Leute kennen, die Niederlage bedeutet, du gehst in ein Loch hinein und dann bist du, sagen wir, in der Höhle hinein und du weißt dort, was alles passiert ist und dann kommen alle möglichen Sachen und dann fängst du an zu überlegen, warum du dort hineingekommen bist, was musst du besser machen, bist du ehrlich genug mit den Leuten, bist du ehrlich genug mit dir selber und dann fängst du mit dem an beschäftigen und diese Sachen verarbeiten und probieren, in diesem Loch rauszugehen. Und bis jetzt ist es mir gelungen, dass ich von diesem Loch rausgekommen bin. Oder? Und ja. Ehrlichkeit ist eines der 10 Gebote, nicht? Ja. Und du bist religiös erzogen worden, katholisch. Jawohl. Ist das etwas, was du auch aufgelernt hast, rebelliert? Mit dem hast du nichts zu tun, mit Religion, Glauben? Oder ist das ein wichtiger Wert in deinem Leben? Also sagen wir, die Religion gibt mir eine Leitplanke, links und rechts. Wie breit dass die auseinander sind, das kann ich selber bestimmen. Aber manchmal, wenn ich mich zu fest links oder rechts lehne, dann komme ich wie ein Schlag über bei mir rein. Ob ich einem Menschen begegne und nicht richtig begrüßt habe, oder ob ich irgendein Geschäft abschliessen will, wo ich merke, ist nicht ganz fair. Und dann werde ich immer jeden Tag zurückpfeifen. Und ich weiss nicht, ob... Von dir selber zurückpfeifen? Von ja. Von einer inneren Instanz? Ich bin begleitet täglich schon seit immer, als Kind schon. Also ich probiere in meine Möglichkeiten so ehrlich wie möglich zu sein und auch den Nächsten so behandeln, wie ich behandelt werden. Und es ist ja gleich, wer dem Nächsten ist. Es kann ein Butler sein, kann ein Ingenieur sein, kann weiss ich wer sein. Ich probiere es dort rein, mich zu bewegen. Und manchmal überschreite ich meine Leitplanke und dann werde ich zurückpfeifen. Und kann ich sogar, wenn ich am Abend gehe schlafen, denke ich, der habe ich glaube nicht so gut behandelt. Und dann muss ich am Morgen mich auch entschuldigen oder so. Oder? Und gibt es einen Ort, wo das stattfindet? Weiss nicht was, am Morgen im stillen Kämmerlein nimmst du schnell bewusst Zeit zum Reflektieren, zum den Tag nochmal Revue passieren? Oder die ganze Zeit? Mir ist die ganze Zeit so. Passiert mir zum Beispiel im Sommer vor allem, jeden Tag. Ich die Tiefgarage parkieren, dann gehe ich raus und dann sehe ich das Papier am Boden. Oh, jetzt habe ich... Und dann laufe ich 2 Meter und dann laufe ich die 2 Meter zurück, Papier auflesen, weil am Schluss habe ich schlecht Gewissen. Aber wieso auch immer das ist fast ein bisschen... Also psychopathisch nicht, aber ich sage, ich laufe immer noch zurück und das Papier auflesen. Dann fühle ich mich wohl, wenn ich aufgelesen habe. Wenn ich nicht aufgelesen habe und säckle weiter, dann fühle ich mich nicht wohl. Wo auch immer das kommt, kann ich nicht beurteilen. Aber das gibt es immer noch heute. Das, oder? Und dann mag ich das Beispiel, kann nicht sein, also ich bin der Einzige, der immer am Boden schaut und immer so viel Dreck sehe. Und sage, dann schaust du in der Welt um und sagst, alle reden von Nachhaltigkeit, alle reden, wir sollten die Welt besser machen, sauber machen. Aber ich hoffe, dass die alle reden, auch anfangen damit und nicht nur Finger auf die anderen Leute zeigen. Wahrscheinlich liegt mir an dem, was ich... Ja. Erfolg ist auch ein finanzieller Erfolg irgendwann geworden. Hast du die Gefahr gespürt, die dich in Versuchung bringt, noch grösser, noch mehr zu wollen, dass du eben die ethischen Werte vernachlässigst? Wann hast du es gespürt? Wahrscheinlich, also bei mir ist wahrscheinlich die ganze, ich sage die Leute, Adrenalin. Wenn ich meine Adrenalin-Sachen spüren täglich, darum das Anspornen. Ich meine, ich gehe in die Erstliga mit der Mannschaft oder Promotion, aber ich will immer mehr. Aber das Mehr ist nicht unbedingt mit Geld verbunden. Jetzt in Sport vergleichen, Challenge League, wow. Aber ich will jetzt nicht unbedingt sagen, oh, der will in die Super League oder die Champions League, weiß ich was. Nein, das ist das Beste machen, was du gerade am Machen bist. Und dann gibt es den nächsten Schritt. Und in Geschäften
dasselbe, das Beste machen an dieser Glück als Sevier, das Beste machen an dieser gehen, die kuriert so entwickeln. Ich glaube, wahrscheinlich mein grösstes Glück ist, ich bin nicht so geldorientiert. Das Geld ist nicht unbedingt das, was ich... Sondern Adrenalin mehr. Adrenalin mehr. Ich sage nicht, dass Geld mich jetzt nicht bedeutet, aber ich bin jetzt nicht geldgierig. Ich bin nicht der Portemonnaie... Ich habe noch nie ein Portemonnaie gezählt am Abend. Schon 1990 nicht. Das hat meine Frau gemacht oder Thomas oder irgendeiner. Ich habe irgendwo kein gutes Verhältnis zu Geld. Irgendwie... Geld ist... Aber für was gibst du gerne Geld aus? Was leistest du durch Erfolg? Was ist möglich geworden? Also, meine Freiheit irgendwo in einer Form. Oder? Das Freiheit ist, lass dich leben. Vivere ist etwas, wo... Es ist nicht so materiell. Natürlich habe ich schöne Sachen gerne. Also, was? Ich trage gerne... früher eine Armani-Jacke oder Dolce oder so. Das ist aber nicht plakativ, jetzt, dass ich das jetzt muss ich zeigen. Ich habe gerne schöne Sachen und ich esse gerne gute Sachen oder einen feinen Wein trinken. Das leiste ich mir da und für das bin ich stolz, dass ich mir das leisten kann. Aber es ist nicht das, dass ich jetzt suche, unbedingt 5-Sterne-Geschichte oder so. Ja. Viele reiche Männer haben, oder erfolgreiche Unternehmer haben eine sogenannte Penisverlängerung, dass sie sich nach irgendeinem Sportclub leisten. Sei es der Formel 1, im Segeln oder eben im Fußball, oder? Jetzt, du hast ja auch FC Rapperswil, bist Präsident, bist Hauptaktionär. Was ist deine Motivation? Ist es eine Penisverlängerung oder um was geht es bei deinem Fußballclub, Verein? Ganz verstecken ist es nicht, dass du bist stolz darauf, Präsident zu sein seit 20 Jahren vom FC Rapperswil. Aber das, was mir jeden Tag motiviert, ist ganz sicher, da kommt wahnsinnig von den Ärzten und vom Buch aus. Wenn ich in Grünfelden die vielen Kinder sehe, shooten, die 5-, 6-Jährigen bis 13-, 14-Jährigen, da gibt mir wahnsinnig viel Freude und auch die ganzen du ermöglichst an diesen Kindern in einer Form täglich strukturierten Fußball spielen und ihre Tagesprobleme zu vergessen und Familie und alles. Und mich begleitet immer ein Grund, nachdem dass es wirklich die vielen Nationen, die vielen sozialen Arbeit, wo jeder Fußballclub in der Schweiz leistet, das ist wahnsinnig, das ist einmalig. Und bei mir ist wahrscheinlich, ich gebe etwas an der Stadt zurück, wo mich etwas gegeben hat. Also die Stadt Rapperswil hat mich zu das gemacht, wo ich bin und ich lebe gerne dort. Und das ist ja nicht eine Pflicht. Ich will das gerne machen. Ob das im Eishockey ist oder im Fußball ist oder im Volleyball. Ich unterstütze fast alle Vereine dort. Der eine ein bisschen mehr, der eine ein bisschen weniger. Und selber Präsident sein, bin ich stolz. Und aber es ist noch wie ein Hobby, so eine Leidenschaft, wo man etwas reinsteckt. Ja, das hat wieder mit Adrenalin zu tun. Also, das Wochenende, wenn die Mannschaft shootet, die FC Rapperswil trägt, das macht uns stolz. Gestern Abend hat mir der Peter Knebel das WhatsApp geschickt, unsere U13 haben irgendwo Turnierli gewonnen irgendwo. Das macht mich stolz. Und es ist nicht so, dass jetzt unsere Kultur ist nicht Sieg über alles, sondern Sieg erarbeiten. Einfach auch kulturell an die Leute in so einer Form erziehen. Du musst, wenn du gewinnst, kannst dich freuen, und wenn du verlierst, musst du schauen, wo du kannst besser werden. Und das ist, glaube ich, ein Fußballclub ist eine Lebensschule. Wenn du in einer Leistungsmannschaft spielst für FC Rapperswil, du musst etwas leisten. Und in der Breitensport hast du den Blausch, dass du mit deinen Schulkollegen dich am Abend dort schwitzen und machen und tun. Und das bis Seniorenalter. Und ja, das ist ein Kreis, den ich brauche in meine Harmonie hinein, dass ich das selber lebe. Und, ja. Und wie hast du es geschafft, dass der Shaqiri jetzt hat investiert in FC Rapperswil-Jona? Ich meine, er könnte auch ein Partnerverein investieren. Warum genau dort, eben in der 2. Liga? Es ist eine Frage auch von der... Wir haben das kennengelernt, also 2019, wo der Nazi zu Rappi trainiert hat, haben wir ein bisschen näher bekommen, zu ihm, zu den Brüdern, zu den Arber. Und irgendwo haben wir geredet, mal an einem Training gesagt, wenn ich aufhöre, mich gefällt es da zu Rappi, ist so schön in der Gegend.
Mag ich mal mit da bei dir? Ja, dann hat sie sich erledigt. Dann hast du wieder gesehen, mal an einer Match, dann hast du begrüßt, hast du Kontakt gepflegt. Und dann ist letztes Jahr, gerade um die Jahreszeit, so November, Dezember 2024, haben wir angerufen, du, ich bin so weit, was hast du das Gefühl, können wir zusammenhocken? Und er hat gesagt, ja, sicher. Da sind wir an einem Abend zusammengehockt. Und dann nach 10 Minuten haben wir einen Handcheck gemacht und es ist erledigt. 10 Minuten hergehöckelt? Ja, also Glas Wasser oder feinen Wein? Oder? Ich weiss, wahrscheinlich nachher haben wir schon länger geredet, aber über das Geschäft, wie wir das machen wollen. Wir haben nicht mehr als 10 Minuten, 4 Stunden geredet. Er ist klar geworden und sagt, ich will mich beteiligen. Und mit welchem Ziel, weißt du da? Darfst du darüber reden? ja, wir haben nicht groß darüber geredet, weil er sagt, er will mal nach seiner Karriere oder so irgendeinen Plan haben. Und natürlich, ich glaube, ihm sein Wunsch ist so ein Club irgendwo dabei sein, oder? Ob jetzt als Trainer ist oder Sportchef ist oder als Besitzer ist oder will Präsident werden. Nachfolgerechtlich muss ich auch noch schauen, weil ich weiss nicht, ob meine Kinder wollen jetzt das Gleiche machen wie ich. So erleichtere ich den Entscheider von meinem Sohn oder meine Tochter, sagen, du hast einen Partner jetzt, der heisst Xherdan Shaqiri, wenn der so will, alles kaufen, soll alles. Jetzt ist Minderheitsaktionär. Aber ich bin mega stolz darauf, was auch die Aura, die wir hatten mit dieser Familie, dass das jetzt aufgegangen ist, dass er doch zurückgekommen ist, nach 10, 15 Jahren gehen und sagen, mal, ich will es, irgendetwas an ihn hinterlassen, wie wir arbeiten, wie Vertrauen ist. Ich kann das auch nicht sagen. Was ist das, was euch verbindet? Was hast du das Gefühl, gibt's? Ich glaube, wir haben die gleichen Werte, Familie. Wir sind jetzt eine Schweizer, so wie sie ist. Wir sind stolze Schweizer geworden. Ich bin mit 18 in die Schweiz gekommen, als Italiener. Und heute bin ich mega stolz, dass ich den roten Pass habe. Und natürlich, meine Wurzeln sind dort, wo sie sind. Aber ich lebe gerne da. Ich wohne. Das ist unbeschreiblich. Wenn ich Nationalin höre von der Schweiz, erzählen auch viele Freunde, ich habe die gleichen Emotionen wie eine italienische Nationalin höre, obwohl der tönt ein bisschen besser. Also. Nächstes Jahr ist WM. Gedankenspiel, Final, Schweiz-Italien. Penalty schiessen. Das Schönste, was passieren kann. Und der Shaqiri tritt an. Wenn er ihn macht, gewinnt die Schweiz. Das Schönste, was passieren kann. Aber wer für wen bist du? Für den Shaqiri soll er machen für die Schweiz oder soll Italien? In dem Fall ist Shaqiri. Shaqiri. Was ist für Italien? Nein, es ist wirklich... Spielt er überhaupt noch für die Nazi? Nicht mehr. Oh shit, das ist das ja für nichts. Ja. Nein, aber ich meine, das kannst du wie nicht beschreiben, weil du teilst dein Herz jetzt. Ich meine, Lino Di Mameli, Fratelli d'Italia, das ist so emotional, aber für jeden berührt. Zusammen mit Französisch oder weiß ich was, das ist einer der schönsten. Aber du denkst als Mensch, es ist nicht möglich, dass du dein Herz teilen jetzt sportlich sehen für Schweiz und Italien. Und das kann man sagen, das ist heiß, vor allem was Fußball anbelangt. Oder? Und ich weiß nicht, wie man philosophisch beschreiben kann, aber es ist ein 50-50. Wenn die zwei Länder zusammen shooten, wenn Italien gewinnt, dann eine riesen Freude. Wenn die Schweiz gewinnt auch. Oder? Und Weltmeister sollte mal, oder Europa, der nächste Ziel ist, dass die Schweiz mal bis in eine Finale hineingeht. Oder? Du hast mal gesagt, du hast 3 Familien. Dietschi, das Geschäft, Fußball. Und du hast eine Frau und 2 Kinder, die sind jetzt schon erwachsen. Der Sohn, 34, ist schon im Unternehmen tätig, oder? Die Tochter noch mit 25 im Wirtschaftsstudium. Was bedeutet dir diese Familie? Was hat dir die gegeben in deinem Leben? Du sagst, es ist die wichtigste. Ja gut, die wichtigste Familie ist begleitet, persönlich. Meine Frau, die ist ganz das Gegenteil von mir. Die ist so ein emotionaler Mensch, der dich Power gibt, tagliche Herausforderungen. Und ich glaube, die grösste Herausforderung, die ich hatte im Leben, und das ist wahrscheinlich auch ein Teil von meinem Erfolg, wo meine Frau hinterfragt sie alles, was ich mache, und nicht nur einmal, sondern mehrere Mal. Und der muss immer fast täglich beweisen, dass es doch nicht so ist, wie sie denkt oder so. Das ist eine spannende Sache zwischen meiner Frau und mich persönlich. Also, du musst alles mit ihr grosse Entscheidungen besprechen, hinterfragen? Nicht einmal so genau direkt, aber
alles, was ich mache oder was ich unternehmen will, schon früher, musst du das machen. Jetzt ist wirklich richtig. Musst jetzt Glasse selber machen. Kannst nicht Fertigglasse kaufen. Vom Movenpick zu, also, nein, musst das. Musst jetzt einen Schinken selber machen. Musst jetzt das. Musst wirklich die Tomate jetzt bei dieser Korporation. So Sachen mehr. Und irgendwo hinterfrage ich auch, hat sie recht wahrscheinlich? Wahrscheinlich wäre gleich gut rausgegangen. Ich habe meinen Weg, aber immer mit quasi der Herausforderung, zum zu zeigen, doch, geht schon auch so. Und Kinder natürlich, ja, die haben Kraft, die haben wahnsinnig Kraft und Familie ist schon fast langweilig, aber das ist das Wichtigste im Leben. Aber auch in der Familie rein musst du deine Adrenalin haben. Das heisst, also nicht flach lebst und dass dort die Zeit, die du hast für deine Kinder, dass die intensiv sind. Oder? Und, das müssen meine Kinder sagen. Aber ich glaube, ja, das sind intensive Minuten, die ich an einem Sonntagmorgen mit meiner Tochter eine Melone im Radio gehört. Und, Meloni. Und dann sind wir Auto fahren und dann haben wir Lieder, unsere Lieblingslieder, gelesen und gesungen im Auto laut. Mit meinem Sohn bin ich shooten oder so. Bin ich selber Trainer von ihm. Aber hast für immer Unternehmen erfolgreich zu sein, hast du einen Preis gezahlt, punkto Präsenz als Vater, da sein in den jungen Jahren in der Erziehung? Ja, ich glaube schon. Meine Frau ist nie gross im Betrieb direkt tätig gewesen. Am Anfang hat mir sehr geholfen, Buchhaltung machen. Sie war erst ein bisschen Kurier tätig gewesen. Aber nachher, wo Alessio auf die Welt kam, hat sie voll, sie sagt so schön, ich bin nur Hausfrau. Das stimmt gar nicht. Sie ist die grösste Hausfrau. Für mich die beste Mami geworden. Und meine Kinder sind so geworden, wie sie sind, weil sie täglich Präsenz war. Sie war immer da gewesen. Und das kann ich nicht richtig sagen in einem Maßstab rein, was jetzt mich gefällt hat, was meine Kinder gefällt haben. Aber gibt es manchmal ein Bereuen oder einen Schmerz, hey, ich bin nicht da gewesen, bei denen wieder im Ausliefern oder wieder im Franchise-Unternehmen akquirieren gewesen, oder? Nein, bewusst ist mir nicht. Ja. Wahrscheinlich meine Kinder sind die, die am besten so eine Frage beantworten. Ich spüre das nicht. Ich habe das Gefühl, die Minuten, die ich gegeben habe, die Stunden, die habe ich probiert, so intensiv zu geben, dass vielleicht bin ich da egoistisch und denke, das ist kompliziert. Das ist wahrscheinlich mein Egoismus. Aber ich spüre das nicht. Du sagst Chaos, du brauchst Chaos in deinem Leben. Chaos ist wichtig. Warum seit über 30 Jahren die gleiche Beziehung? Ja, eben, ich sage, ich bin wahrscheinlich so ein... Es ist schwierig zu beschreiben. Ich bin so ein Detailfreaker oder aber ich liebe gerne in Chaos hinein. Ich brauche Chaos zum Leben. Chaos privat auch. Aber ich brauche noch einen strukturierten Menschen nebendran, wie einen Bruno jetzt oder wie auch immer die alle heissen. Ich könnte jetzt nicht in einem normalen, strukturierten Leben, das, was ich am liebsten habe, meine Partnerin ist sein Chaos, das sie hat. Und das ist das, was mich fasziniert. Sehr schön. Hey, wir kommen ans Ende dieser Stunde. Zum Schluss würde ich gerne fragen, was würdest du deinem 18-jährigen du sagen? Oder vielleicht der 14-jährige? Oder vielleicht der Bub, der auf dem Baum oben hockt und nicht in die Schule will? Einfach deinem früheren Ich. Was würdest du ihm gerne aus der heutigen Perspektive mitgeben? Such weiter, was du nicht weißt, was suchen. Aber es ist gleich, du musst, wenn du genau weißt, was suchen, dann folgt das, wo du weißt, was. Aber meistens weißt du nicht, was suchen. Und dann musst du weiter deine Zweifel, deine Dubio, das musst täglich probieren zu leben und zu suchen und nie aufgeben. Etwa 14 bist oder 7 oder jetzt 60 bist oder 64. Und dann, das ist das Wichtigste. Menschen sollten ein Teil von Kindern sein. Ich liebe Kinder, weil die sind unbeschwert im Leben und alles. Und wenn jeder erwachsene Mensch mindestens ein Drittel von sich bald bis am Lebensende Kind sein, das ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann. Schön. Und du bist ja auch noch der Suchend geblieben. Was ist noch ein grosser Traum, der noch offen ist? Oder was bist du noch am Suchen? Ich suche
manchmal habe ich ein bisschen wenig Ruhe in mich hinein und ich will mir wünschen, dass ich gewisse Ruhe finde mit mir selber. Harmonie gegenüber den anderen Leuten habe ich. Aber Harmonie mit mir selber, als ich irgendwo in einer Form hineinkomme, wo ich ein bisschen Ruhe habe, oder mit mir selber. Also ich kämpfe meistens nur mit mir selber. Mhm. Und es klingt jetzt noch ein bisschen nach der Stunde, wo wir geredet haben, schwierig zu verstehen, aber der grösste Kampf habe ich mit mir selber. Und er wird immer besser, er wird immer angenehmer. Und das hat nicht mit, es ist mehr ein Kampf, den ich mit mir selber mache. Und ich glaube, den beende ich mit einem Unentschieden, weil ich glaube nicht, dass einer von beiden uns rein. Rocco so sein, wie ich mir wünsche, den gibt es nicht. Und der Rocco ist das, wo wir Leute sehen, wo wir Leute treffen. Und das ist es. Weil Perfektionist hohe Erwartungen an Rocco? Oder kannst du mit diesem Kampf noch viel kämpfen mit sich selber? Heute? Ich habe mir als Motto von Marco Aurelio gemacht, und das ist «Vivi come se quello fosse l'ultimo istante della tua vita». Lebst, wie wenn das der letzte Moment wäre von deinem Leben. Und das Motto ist ziemlich knallhart und brutal. Und das küsst deine Frau, wie wenn der letzte Kuss ist. Er begrüßt deinen Sohn und macht das, was du magst, ist wie wenn das letzte Mal, wenn du das magst. Mhm. Und das hat mit Perfektionismus zu tun, mit besser sein und nie zufrieden sein. Und das manchmal tue ich meine Assistentin Michelle sagen, ja, die leiden alle ein bisschen darunter, weil ich wahrscheinlich nie zufrieden bin, richtig oder nie. Aber es ist nicht einmal das, sondern ist, dass ich bin selber der Erste, der gegen das kämpft. Und es ist wahrscheinlich ein Teil von meinem Erfolg auch wahrscheinlich, ja, dass du nie richtig zufrieden bist. Oder? Hast du schon eine Teilantwort gefunden? Etwas, wo du merkst, hey, das hilft dir, zum einmal sanfter mit dir selber oder weniger hart mit dir ins Gericht zu gehen? Ja, vielleicht ist es das, wenn wir jetzt miteinander reden, merkst du, dass eben, der Kampf ist, man muss mal zufrieden sein, oder, für das, was du erreicht hast, was du gemacht hast. Aber das tue ich wegstecken, aber es ist leider nicht so. Der ist präsent und täglich wird doch besser machen. Mhm. Du sagst, es gibt ein Unentschieden. Irgendwann ist der Kuno Launer würde sagen 7-7. Unentschieden ist es nicht. Rocco, ich danke dir sehr fest für die Offenheit, für das Gespräch, für die Stunde, die wir zusammen verbringen durften. Wir machen jetzt dann noch einen Ausflug auf Italien in musikalischer Form. Ein Lied, das du hast mitgebracht hast. Ich sage, fang jetzt, merci für die Inspiration. Feedbacks auf die Sendung oder Inputs für neue, spannende Gäste schreiben Sie auf fokus@srf.ch, Fokus mit C geschrieben. Mein Name ist Donat Hofer. Ich sage merci fürs Zuhören und noch viel wichtiger, habt nach Sorge. Rocco, du wünschst «Vivere» vom Vasco Rossi. Was bedeutet dir dieser Song? Sehr emotional und ich finde es... wenn ich das höre, dann komme ich in einer Zone rein, wo ich angenehm finde, wo ich mich bewege seit immer. Und es ist ein Song, der eigentlich nicht Charakter, aber so die Gedanken spiegelt von einer Person. Und ich glaube, das passt auch zu dem, was wir jetzt heute diskutiert und gemacht haben. Das passt zu meinen Gedanken. Das ist, ich habe Freude, das Lied zu hören jetzt. Oder? Das macht Spass. Und grazie a te, Donat. Es war eine sehr angenehme Stunde. Piacere, grazie mille. Piacere mio, grazie. Vivere è passato tanto tempo. Vivere è un ricordo senza tempo. Vivere è un po' come perdere tempo. Vivere e sorridere. Vivere è passato tanto tempo. Vivere è un
un ricordo senza tempo. Vivere è un po' come perdere tempo. Vivere e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai, e poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Mai contento. Vivere come stare sempre al vento. Vivere come ridere. Vivere, vivere anche se sei morto dentro. Vivere, vivere e devi essere sempre contento. Vivere, vivere è come un comandamento. Vivere o sopravvivere senza perdersi d'animo mai, e combattere, lottare contro tutto, contro. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Proprio come non l'hai fatto mai, e pensare che domani sarà sempre meglio. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.